Es geht weiter, stets heute zurück bei Dragon Ball Z Kakarot mit dem vielleicht letzten Part, nicht nur was das DLC betrifft oder den zweiten Season Pass, nein, sondern was generell das Spiel betrifft. Ich meine, dass ein dritter Season Pass kommen könnte, naja, theoretisch ja, aber hinsichtlich dem, dass auch bei Dragon Ball Xenoverse 2 momentan ein neuer Content nachgeliefert wird und dass ja bald ein neuer Budokai Tenkaichi Ableger mit Sparking Zero rauskommen soll. Also zumindest im Englischen bzw. Japanischen in der Sprache. Ja, dann ist, naja, ich glaube eigentlich nicht, dass noch was kommt, aber wir lassen uns überraschen. Bis dahin machen wir noch die restlichen Sidequests und beenden hier das Spiel soweit. So gut. Ich mache mir langsam Sorgen. Okay, nächste Sidequest. Was geht ab? Was ist los mit Son Goten? Was los, Frau? Ich habe Son Goten so mit dem Roshi geschickt, damit er trainiert. Oh. Son Goten und trainieren? Naja. Ja, diese Junge jagt heutzutage nur Mädchen hinterher. Von wem man das wohl hat. Verstehen, ist er also bei Trunks. Bulma sagte, Trunks habe in letzter Zeit auch nur gefaulenzt. Wir haben uns entschieden, dass die beiden zusammen kämpfen sollen. Schon krass, war? Also vor allem damals nach den Cell-Spielen, als Son Goku starb, da war ja Chi-Chi, also total gekehrt, ne? Da Son Gohan so von wegen, ja, der Junge muss trainieren, wieso noch kämpfen und so. Und bei Son Goten eigentlich eher so, ja, Schule, ja, gut, aber kämpfen. Der Junge soll kämpfen. Gut, ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass er im Gegensatz zu Son Gohan halt wirklich ein V-Pelz ist, weil Son Gohan, der ist halt auch, ja, der macht halt was für sein Studium, seinen Beruf. Das ist natürlich auch ein kleiner Unterschied. Danke, ich will, dass du ihn die Leviten liest, wenn er sich irgendwie daneben benimmt. Als ob Son Goku wüsste, was Leviten sind. Da denkt doch jeder, dass was zu futtern ist. Ich erinnere mal damals, als Son Goku und Chi-Chi beim 23. großen Tenkaichi Budokai Turnier aufeinander getroffen sind und Chi-Chi daran erinnert hat, dass sie eigentlich verlobt sind, beziehungsweise dass Son Goku sie heiraten wollte und er so dachte, hey, da wäre was zu futtern. So, wir haben da gerade was. So. Natürlich jetzt auch ein bisschen schade, der Hinsicht, falls es wirklich jetzt das Ende sein sollte, von der Partlänge her. Ich habe es ein bisschen falsch getimt. Ich hätte das vorher gewusst, natürlich alles in einem Stück aufgenommen. Dann hätten wir es irgendwie auf 200 Folgen gebracht. Jetzt sind wir bei Folge 96. Und jetzt das noch zu strecken, damit wir auf Folge 200 kommen, nee, das machen wir natürlich nicht mehr. Aber wir haben natürlich auch Folgen drunter, die 40 Minuten lang waren. So. Also hätte ich das konsequenterweise früher immer 20, 30 Minuten gepult und mir von Anfang an gesagt, hey, ich nehme jetzt ein paar Tage Zeit und nehme halt direkt alle 3 DLCs im zweiten Season Pass auf, dann hätte ich es garantiert hinbekommen. Und vor allem auch jeweils mit einer vernünftigen Partlänge. Aber ist egal. So, wo sind die? Beim Kame-Haus. Oh, da ist er trotzdem unterwegs, okay. Son Goku suchen nach stärkeren Gegnern ihm kein Ende. Begib dich auf eine Reise, um mächtige neue Gegner und Abenteuer zu finden. Ja. Ist dasselbe am DLC als bei der Hauptstory. Beim Hauptspiel. Sprich mit Muten Roshi. Mit Roshi-sama. Was ist eigentlich hier noch? Wir haben noch das Limit Breaker Kamehameha. Wir haben die ultimative Genkidama. Junge, was soll ich hier noch für Sidequests machen, ey? Mal trainieren, wenn wir auf das Level kommen. Junge. Hey Muten Roshi, wie geht's, wie steht's? Coole Brille übrigens. Lass dich gerade das Kamehaus putzen. Sauber machen? Ich dachte, die beiden sollen trainieren. Sind die beiden noch sehr unreif. Ich dachte, Putzen ist nützlich als Training, um ihren Charakter zu stärken. Die scheinen mit Feuereifer dabei zu sein. Das wird mich wundern. Hä? Okay, jetzt bin ich gespannt. Nun ja. Weißt du, verkehr mit Putzen? Ich meine, mag das irgendwer? Stimmt's, Goten? Wir dachten, du bringst uns irgendwie irgendwelche coolen Angriffe bei. Außer beiden haben wir nicht erwartet. Diese Einstellung ist genau der Grund, warum wir noch am Charakter arbeiten müssen. Ja, Teenager, ne? Das ist halt... Als Kinder waren sie so süß und so. Gut, die waren auch schon frech. Und jetzt so Teenager-mäßig. Das ist ja wohl...
Was? Du weißt, dass Muten Roshi tolle Frau mag, als sein Werwolfsbesitz bestimmt? Genau, total. Was? Muten Roshi, wir machen's. Wir müssen das Kamehaus komplett putzen, stimmt's? Ich glaube, die meinen irgendwas anderes mit putzen. Naja. Papa? Jo, schön, dass ihr da seid, na? Wie geht's, wie steht's? Ja. Andererseits ist das kein bisschen spaßig. Ich gebe euch einen Code. Knackt ihn, dann findet ihr eure Belohnung. Nee. Nee, oder? Das ist unfair. Der Verstand ist genauso wichtig. Ja. Wir schaffen das, Guten. Ja, wir können ja mal fusionieren. Ja, los geht's. Okay. Ich habe nicht einen blassen Schimmer. Worum geht's überhaupt? Welche ist die technisch innovativste Stadt auf der Erde? Ja, West City, also sprich die Heimat von Bulma. Die westliche, ja. Gut, hier ist ein erster Tipp. Wer hat die Kapseln erfunden? Die Capsule Corporation. Ganz genau, der Coach schickt dich in die westliche Hauptstadt zur Capsule Corporation. Bei dem Vorsprung? Achso, er geht automatisch hin, ja, so praktisch. Juhu, wenn das nicht so ein Goku ist, hat Muten Roshi dich auch hergeschickt. Jo, woher weißt du das? Trunks und Goten waren gerade hier und fragten, ob ich was in einem Schatz wüsste. Ich glaube, das muss eine Kapsel sein, die Muten Roshi vor langer Zeit hier gelassen hat. Müsst ihr wohl übersehen haben, als wir nach der letzten Gartenparty aufgeräumt haben. Okay. Wird sicher eine Art Schmuddelheftchen sein oder sowas. Im Garten der Capsule Corporation. Ist auch super, im selben Ort zu suchen wie die beiden anderen. Sieh einen an. Ja, Muten Roshi ist ein und alles, was? Ein und alles, was? Ihr wisst ja, dass der Wettbewerb weitergeht, bis ihr wieder im Kamehaus seid, oder? Ja, nehmt die mal an mich. Das ist nicht gut. Manchmal ist Weglauf keine Schande. Trunks, warte auf mich. Nicht so schnell, Jungs. Hey, jetzt muss ich mein Kind, also mein Kindern. Das ist übertrieben, aber jetzt muss ich den hinterher fliegen. Nee, die Kapsel gehört mir, ja? Ja, schon wieder, an uns dran. Ich halte ihn auf, du flieg weiter, wir sind in unserem Kamehaus. Ich habe noch nie so motiviert gesehen, so einen Goten. Du musst diese Belohnung wirklich unbedingt wollen. Nun ja, vergiss es. Ich lasse Trunks nicht einholen. Werden wir mal flott zum Super Saiyajin, weil sonst ist es ein kurzer Kampf. Jüngchen. Nein, haben wir neue Moves. Warum das? Also Bodenkampf, okay. Steht zwar gerade nicht. So gut in Attacke. Jungchen, das geht so. Huch, wo ist er jetzt hin? Der hat trainiert? Ich bin ja ganz überrascht. Oh, das ist nicht gut.
Schießblaster, ich habe Scheißblaster gelesen. Und so schnell als ein Hochschuss am Ende. Tja. Jetzt versuche ich dir den Hintern. Jetzt gibt's Papa, jetzt gibt's Happa Happa von Papa Nappa. Nee, warte mal, der Spruch zieht ja nicht. Den Sohn verprügelt, was gibt's Schöneres, wa? Wir sind nur so wenig grüne Kugeln. Ey, warum mehr grüne Kugeln? Ist das fies. Ah, ich hätte nicht gedacht, das in dir steckt zum Guten. Aber wir haben genug Zeit geschunden. Sieht aus, als hätte Trunks es zurück zum Kami-Haus geschafft. Ihr zwei habt diesmal gewonnen. Ich wollte gerade sagen, nein, kann ich momentan Teleportation einsetzen, einfach mal schnell hinfliegen, aber nee. Ihr setzt Teleportation ein, halt dich an mir fest. Naja, also Teamarbeit können sie immerhin noch, die beiden. Guter Kampf, Jungs. Wie versprochen ist hier eure Belohnung. Büro. Oh ja. Ganz kann ich erwarten, es zu sehen. Moment, was? Titel ist die Super Ultra Muten Roshi Geschichte? Ja, das ist meine Autobiografie. Das ist noch cool, oder? Was? Meinst du das ernst? Was habt ihr zwei denn gedacht, was ihr bekommt? Nichts. Das heißt ein Autobiografie. Alter, schieß mich ey. Das ist ja wohl. Das kann nicht dein fucking Ernst sein, Son Goku. Autobiografie. Eine Autobiografie ist ein Buch, das jemand über sein Leben schreibt. Dieses Buch schildert alles, was man über eine Reise nur wissen muss. Sachen, die den Damen schon im zweiten Kapitel den Kopf verdrehen werden. Oho, steht doch nur mal die zukünftigen Büchersignaturen und Fan-Treffen vor. Ja, natürlich hat es nur das eine im Sinn. Ah ja. Was, und mein Bild ist auch drin? Schaut euch diesen attraktiven Kerl an. Oh toll, vielen Dank. Ja, vor allem mit den Zähnen. Ja, wir haben ein Gebiss mal etwas. Die Dritten sitzen nicht mehr so bei ihm. Haben wir abgeholt. Jo. Ja, und der Kampf gegen Trunks? Ich glaube, sie hatten gehofft, sich mit deinem wertvollen Besitz ein bisschen ablenken zu können. Die Münze von Trunks. Gokus nächste Reise. Obwohl wir ja gegen die gekämpft haben, gegen Goten. Da ist das Verrückte dran. Ich überlege noch irgendwie grüne Kugeln so farmen soll, aber eigentlich ist es ja bescheuert. Ja, vor allem wozu denn noch, ne? Ich kann mich an viel aus der Vergangenheit erinnern. Ich wundere mich weniger. Ja. Viel grün hat sie nicht, vor allem viel blau. Blau, 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 wie der Ozean. Was? Hui. So, dann noch Hui. Hui oder Pfui, das ist ja die Frage.
いいぞ。すんげえ木だ。 Oh. いいぞ。すんげえ木だ。体中に木が溢れてくんな。いいぞ。すんげえ木だ。体中に木が Naja, 溢れて Lohnenswert く ist ん anderes. な。 Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel, trotz allem noch. Trotz dieser bald 200 Folgen. Kann man nicht meckern jetzt. Okay. Genug davon. Eine Sidequest bleibt noch übrig, Freunde. Und ja, jetzt kann ich es auch verraten. Also, was heißt verraten? Ist natürlich ein Punkt, den ich jetzt vor langer Zeit mal vergessen habe zu zeigen, weil wir haben hier einen Punkt Story-Abschnitt oder einen Punkt Story. Wer auch steht, Story-Kapitel oder das Schildkröten-Schule-Trainingshandbuch ansehen. Hier sind ja auch die Sidequests drin. Ne? Das hatte ich ja noch zu Zeiten der Hauptstory und vom ersten Season Pass noch so intus. Ab dem zweiten Season Pass habe ich es noch ein bisschen vergessen gehabt. Gerade so bei, was ist das beim letzten DLC? Doch, glaube schon. Beim DLC, wo es noch um das 23. Turnier ging. Mit Son Goku und Piccolo. Aber die auch wieder ein bisschen verpeilt haben, plötzlich dann im Nachhinein gemerkt, warte mal, hier kann man nachgucken. Und ja, hier sehen wir ja, was uns quasi noch erwarten würde. Hier waren noch die ganzen anderen Sidequests noch aufgelistet, nur eben, dass halt stand, du kannst das noch nicht machen und so weiter und so fort. Aber jetzt können wir es. Bra, Bulma und Olong schauen aufs Meer. Anscheinend brauchen sie Hilfe. Hinweis, verfügbar nach Abschluss von die Saga 2 Saiyajin, verfügbar nach Abschluss bestimmter Nebenstories. Das ist logisch, weil wir müssen jetzt die Story mit Trunks und Goten machen. Und wenn wir die gemacht haben, haben wir alle Sidequests in Tuesday, sogar hier. Hä? Nee. Jetzt doof. Ich muss das Gebiet neu laden. Moment. Auszeit, Freunde, Auszeit. Südlicher Inselbereich. Ja, da bin ich ja hier. Ja gut, wie das ist hier. Oder eben, ich muss einfach noch mal ganz kurz richtig neu laden. Aber wenn ich schon mal hier bin und ich einen Trainingsspot habe, wir können uns noch um einen der beiden letzten Dinger kümmern. Wo ist jetzt? Hä? Michael doof? Moment. Ah, da vorne. Was ist denn hier noch? So. Ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, direkt noch einen letzten Schluck genießen. Letzten Schluck Kaffee, um genau zu sein. Und dann mal gucken. Limit Breaker Kamehameha oder Ultimate Genkidama. Natürlich das hier. Ach du Scheiße, okay. Wo will der Drachenfaust einsetzen? Hallo? Man kann immer so viel Damage, wie ich gehofft hatte. Also wir nehmen dauerhaft ein Ding, okay. Das war knapp.
Die Ryuken, die will ich! Scheiße! Ich kann mich sehr gut erinnern an, was war's? Infinite World oder Budokai Tenkaichi 3? Irgendeiner dieser Teile habe ich damals nämlich. Sag mal, was ist denn los mit euch hier? Habe ich damals Ding noch sehr, sehr häufig gespammt, die Ryuken. Aber der Move war natürlich auch geil, ne? So. Dann der andere. Oh, wie geht da? Junge, Junge. Kurz muss einfach unsere Seite wechseln. Einfach nach Hundes Kiefer brauchst, der ist ja übel. Also gut, wissen wir, dass der übel ist. Sag mal, Jungs! Jetzt reicht's hier aber. Immer knapp. Ich wollte gerade Dinge einsetzen. Hier! Sag mal! Was ist los mit euch? Alter, geht er mir auf den Sack, ey. Oh, Chance, das war's aber. Junge, Junge. Das Limit Break haben wir ja, das sparen wir für später auf. Puh. Kann ich ihn einfach so nutzen? Ich hoffe schon. So, halten wir jetzt ein bisschen über eine Zeit hindurch. Ich weiß gar nicht, wie lange überhaupt. Nicht allzu lange, ne? Aber immerhin noch im grünen Bereich. So, Son Goku. Aber warte mal. Erstmal hier gucken. Super Kamehameha, natürlich das Limit Breaker Kamehameha. Jetzt kann ich theoretisch auch das überragende Kamehameha lernen und die ultimative Genkidama. Und hier ist wieder vorbei, das wäre klar. 185, ja, so sehe ich aus. So. Die Sidequest wird immer noch nicht geladen, das wundert mich jetzt ein bisschen. Hä? Moment. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, also Capsule Corporation. Long ist ja auch hier, ne? Ja. Warum auch immer, war eine Freundin. Ja, dann
Benimm dich mal zur Abwechslung nicht wie ein Schwein. Haha, verstehst du, Schwein, weil Oolong? Egal. Ja, aber ist doch wahr. Gut, hier ist auch niemand. Da gehen wir doch mal kurz raus. In die westliche Hauptstadt. Und dann wäre die Frage... Also weil ich mich erinnere, war Bra oder Bulla war ja hier draußen. Normalerweise auch noch. Kann wohl sein, dass es irgendwie ein Bug ist. Das wäre natürlich jetzt ganz doof. Besser der Scouter. Okay. Ja, einfach mal was markiert. Das ist so. Ich erinnere mich. Wird da unten angezeigt. Okay, dann das Ding schnell wegnehmen. Die Story wiederholen. Ja, kennen wir. Also gucken, okay, hier geht's ja. Das aktuelle DLC war plus eben. Und den Kampf gegen Vegeta. Also die Sage 2 Saiyajin halt. Mann. Gut, versuchen wir es nochmal. Also, die müssen irgendwo hier sein. Also ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Also die Karte zeigt es mir an, dass er da die Sidequest triggern kann. Also müssen wir jetzt da reingehen können und sagen, yo, Digi, gib mir die Sidequest. Ah, jetzt. Bin bereit, ein paar kurvige Schönheiten zu treffen. Kein Kommentar dazu. Warum ist die Sidequest hier offenbar so schwierig? Das soll so schwierig sein, besser gesagt. Ja, natürlich das letzte Dragon Ball mitten im Meer. Also keine U-Boot-Kapsel mitgebracht, Bulma. Es ist das erste Mal, dass ein Dragon Ball auf dem Meeresboden liegt. Oh, Ruhe, selbst jemand mit meiner Schönheit ist nicht perfekt. Schwimm da raus und hol ihn Oolong. Nee, will ich nicht. Ja genau, der Richtige für diese Aufgabe. Hä? Letztes Dragon Ball ist mit dem Meer. Meinst du, du kannst ihn für uns besorgen? Bitte! Logo. Bras Wunsch. Dass man Bra etwas abschlagen könnte, wa? Schon mal erfüllen soll. Ja, ich will Papa eine Freude machen. Wie geht denn eine Freude machen? Er lächelt so gut wie nie. Ja gut, das ist nie neu. Das war schon immer so. Jetzt sagen wir nicht, du willst irgendwie dafür sorgen, dass Vegeta mehr lächelt. Das stellen wir gerade ein bisschen schwierig vor. So der Joker am besten. Jetzt das Joker-Lachen bei Vegeta. Aber gut, Freunde. Das wird jetzt mehr das nächste Mal, weil... Ja, ich weiß nicht genau, wie lange es noch dauert. Und je nachdem... Klar, es kann sein, dass es wieder nur 10 Minuten dauert oder so, aber ich will es ungern riskieren, dass es doch plötzlich überlang wird und ich wieder irgendwie was nachher schneiden muss. Nächste Folge. Mal gucken, was es dann noch erwartet. Hier bei Gokus nächste Reise bei Dragon Ball Z Kakarot. Bis dahin, bye bye.